Tschüss, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns zunächst die Schlagzeilen an. TCV Global Family und North American Tibetan Association sprechen ein langes Gebet für seine Heiligkeit den Dalai Lama. Seine Heiligkeit der Dalai Lama und die CTA gratulieren den neuen Premierministern von Großbritannien und Italien. CTA lobt tibetisches Kinderdorf zum 62. Gründungsjubiläum. Sigyum Bema Tsering reist nach Nordostindien. Sprecher Kimbo Sonam Dimpel trifft Mitarbeiter des US-Senats. Abgeordneter Dr. Arya nimmt an einer Anhörung zur Organentnahme im japanischen Parlamentsgebäude teil. Repräsentant Gen Kang nimmt am Jahrestag des Gaidyu Samyesong mit dem stellvertretenden Premierminister von Belgien teil. Koordinator des Tibet-Büros stattet der Tibet-Gruppe des französischen Senats einen Höflichkeitsbesuch ab. Kloster Siraje beginnt mit BA-Ehrenprogramm für buddhistische Mönche. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wurde von den Vertretern des TCV Global Family und der North American Tibetan Association NATA mit Gebeten für sein langes Leben bedacht. Ling Rinpoche leitete die langen Lebensgebete und schätzungsweise 5000 Menschen hatten sich versammelt, um an der Veranstaltung teilzunehmen, darunter 700 von der TCV Global Family und 150 von der NATA. 아니 아주 센줄을 여대에 더 비미 설까 간신 사mol로기 동수 직직이 더네 아니 대수 표체 독수리 아니 가다데 류부커 만나야 표 강제가 정말 여대에 비미 설까 어떤 즉 사역하시 저버데 여대 사mol로베 인구 리베 때문에 대 나라야데 가서래 대바다 가와다 드르치기다 여대버시드잖아 사mol로거다 말람 개그리 대성도 마세베 즉 나라야 즉 가부층에 단 점리 시험도 호상 몽골이야 요래 디에디가 사mol로기 다 더리 지기 겨울음지 댄슈 피고르스 럽니 지기 상매 배 섬로 배 까트로 제제도 스테데기 요리 상디기도 3월 올이양아 투시신의 시기 Außerdem waren Hunderte von Schülern anwesend, die derzeit die TCV-Schulen besuchen. In dieser Woche schrieben seine Heiligkeit der Dalai Lama und die Führung der tibetischen Zentralverwaltung an Rishi Sunak und Giorgia Meloni, die neuen Premierminister des Vereinigten Königreichs bzw. Italiens, und gratulierten ihnen zu ihrer Ernennung im Amt. In seinen Briefen drückte seine Heiligkeit der Dalai Lama seine tiefe Dankbarkeit gegenüber der Bevölkerung Großbritanniens und Italiens für ihre beständige Unterstützung der Bestrebungen des tibetischen Volkes nach Freiheit und Würde aus und wünschte den neuen Premierministern viel Erfolg bei der Bewältigung der Herausforderungen, die vor ihnen liegen, um die Hoffnungen und Bestrebungen ihres Volkes zu erfüllen und sich für den Aufbau einer friedlicheren Welt einzusetzen. Sigyum Bema Tsering und der Sprecher des tibetischen Parlaments im Exil, Kimbo Sonam Dimpel, dankten dem Volk und der Regierung des Vereinigten Königreichs und Italiens für die beständige und unerschütterliche Unterstützung des gewaltlosen Kampfes für Tibet. Der Sprecher gratulierte auch Sri Mallikarjun Kharge herzlich zur Wahl zum Präsidenten des Indischen Nationalkongresses. Die Führung der tibetischen Zentralverwaltung gratulierte dem tibetischen Kinderdorf zu seinem 62-jährigen Bestehen. In seiner Grundsatzrede würdigte Sigyum Bema Tsering die Bemühungen der verstorbenen älteren Schwester seiner Heiligkeit des Dalai Lama, Tsering Döma, und der jüngeren Schwester seiner Heiligkeit des Dalai Lama, der ehemaligen Ministerin Gyaltsyn Bema.
die das tibetische Kinderdorf unter der Leitung seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu einer der größten und ältesten Bildungseinrichtungen der tibetischen Exilgemeinschaft gemacht haben. Der Sprecher Khenpo Sonam Denpe forderte in seiner Ansprache, dass das Erlernen der tibetischen Sprache im Exil möglich sein sollte, während dies in Tibet strengstens untersagt ist. Er drückte seine Sorge um die Tibeter in Tibet aus, die aufgrund der repressiven Einschränkungen ihrer Grundfreiheiten unter großem Druck stehen. Gesur Jesun Pema führte den Erfolg der TCV-Schule auf die gemeinsamen Anstrengungen aller Mitarbeiter zurück, von der Spitze bis zur untersten Ebene der Hierarchie. Auf dem Programm stand auch die Vorstellung der Biografie von Gesur Ama Jesun Pema. Hunderte von Lehrkräften, ehemaligen Schülern und Mitarbeitern versammelten sich am vergangenen Sonntag in der oberen TCV-Schule, um das 62-jährige Gründungsjubiläum der Schule zu feiern. Die bedeutsame Feier wurde von Gyabje Yongsin Limchukju Rinpoche, der Leitung der zentralen tibetischen Verwaltung, Gesur Jesun Pema und Vertretern von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen geleitet. Sigyong Pema Tsering nahm diese Woche an der Gebetsopferzeremonie für ein langes Leben und am 50. Gründungsjubiläum des Sakya College in Dehradun teil. Sigyong wird am Sonntag dieser Woche den 60. Jahrestag der Gründung der Masuri Homeschool begehen. Sigyong wird nächste Woche die Stadt Rajgir im Bezirk Nalanda und die nordöstliche Region Indiens besuchen. Am vergangenen Sonntag leitete Sigyong Pema Tsering eine interaktive Sitzung mit den Teilnehmern des Regionaltreffens für Asien und Australasien in Dharamsala, das vom International Tibet Network organisiert wurde. Während der einstündigen Sitzung mit dem Sigyong wurden die Teilnehmer über das Wesen und die Entwicklung der Politik des Mittleren Weges informiert, die vom tibetischen Parlament im Exil einstimmig angenommen und verabschiedet wurde. What we have decided to do is take up the historical status of Tibet as a liberation for middle way approach, because not many people in this world know that Tibet was an independent country, because China's propaganda is too strong and too pervasive and our voices are so low, so small. People don't hear about Tibet's status. So I think it's important for the international community to understand that His Holiness had climbed down from the status of independence to the middle way, which means that we are in a much more accommodating position, and it's a realistic and pragmatic approach based on the realities that are going on inside Tibet. Sigyong sprach darüber, wie wichtig es ist, die nationale und internationale politische Situation zu verstehen, insbesondere die katastrophale politische Lage in Tibet. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Khenpo Sonam Denpe trifft sich am 25. Oktober dieses Jahres in seinem Amtszimmer mit Maggie Dougherty, Mitarbeiterin des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des Senats, Matt Squarey, Direktor des CECC und Dingshi Gyatso, Interims-Vizepräsident der ICT und ehemaliges Mitglied des tibetischen Parlaments. Während seines Treffens mit den Mitarbeitern sprach der Sprecher über den Demokratisierungsprozess des tibetischen Gemeinwesens unter der visionären Führung seiner Heiligkeit des Dalai Lama und über die Funktionsweise des tibetischen Exilparlaments. Der Sprecher informierte sie auch über die alarmierende Lage in Tibet. Die US-Mitarbeiter äußerten ihre Besorgnis über die Sinisierung der tibetischen Kultur und Religion. Der Abgeordnete Dr. Tseon Gyabo Arya vom Office of Tibet, Japan und East Asia nahm an einer Anhörung zum Thema blutige Organentnahme in China und den von China besetzten Gebieten teil, die von David Mathers, einem in Kanada ansässigen internationalen Menschenrechtsanwalt im Konferenzraum des japanischen Unterhauses, abgehalten wurde. Der Abgeordnete Arya verurteilte das blutige Verbrechen, das China nach wie vor gegen sein Volk und die Menschen in den besetzten Gebieten begeht. Der Abgeordnete Arya informierte die Teilnehmer über den jüngsten Bericht von Human Rights Watch über die massive Sammlung von DNA-Daten, die in den letzten Jahren in Tibet stattgefunden hat. An der Anhörung nahmen japanische Parlamentarier, Intellektuelle, Menschenrechtsaktivisten, NGOs und Medienvertreter teil. Die Repräsentantin seiner Heiligkeit des Dalai Lama in der EU und Westeuropa, Rigsin Ginkhangla, nahm am 45. Jahrestag der Gründung des Gagyu Samir Song Zentrums in Brüssel teil. Seine Exzellenz Vincent van Quickenborne, stellvertretender Premierminister und Justizminister der belgischen Regierung, war der Hauptgast.
Seine Eminenzen Rinpoche Rinpoche, Gyalten Rinpoche und Jean Spinet, Bürgermeister von St. Giles, waren die anderen Ehrengäste der Veranstaltung. Repräsentantin Gian Kang nutzte die Gelegenheit, um die Zuhörer daran zu erinnern, dass Tibet immer noch unter chinesischer Besatzung steht und Opfer einer Sinisierungspolitik seiner Kultur und Religion ist. Sie lobte die buddhistischen Zentren wie den Gökyu Samyesong für ihre wichtige Rolle bei der Bewahrung des tibetischen Buddhismus. Der Koordinator des Tibet-Büros in Paris, Thuc Dien Tshering, stattete am Mittwoch dieser Woche der Vorsitzenden der Tibet-Gruppe des französischen Senats, Senatorin Jacqueline Eustache-Brinot, sowie den Senatorinnen Els Joseph und Sabine Draxler einen Höflichkeitsbesuch ab. Während des Gesprächs mit den Senatoren lobte der Koordinator deren unerschütterliche Unterstützung für die Sache Tibets und informierte die Senatoren über die katastrophale Lage in Tibet. Gleichzeitig sicherten der Präsident und die Mitglieder der Tibet-Gruppe des französischen Senats, die aus 20 französischen Senatoren besteht, ihre weitere Unterstützung zu. Darüber hinaus versprach die Gruppe auch Hilfe bei der Einrichtung der Tibet-Unterstützungsgruppe in der Nationalversammlung, dem Unterhaus des französischen Zweikammerparlaments. Das Treffen kam mit Unterstützung von Thierry Meunier, dem Sekretär der Tibet-Gruppe des französischen Senats, zustande. Das Kloster Seraje und die Universität von Mysore starten gemeinsam ein BA-Honorarprogramm für buddhistische Mönche. Das Kloster Seraje, eine der bedeutenden Klosteruniversitäten mit tibetisch-buddhistischem Erbe, die in Belagobi, Indien, wieder errichtet wurde, hat nun ein spezialisiertes BA-Honorarprogramm in 3 Disziplinen: erstens alte tibetische Sprache, zweitens alte Philosophie und drittens alte Psychologie unter der Anerkennung der Universität von Mysore eingeführt. Diese bahnbrechende Entwicklung wurde vom ehrenwerten Chiefminister von Arunachal Pradesh, Seine Heiligkeit Pema Khandu Rinchen Hamo, Mitglied der Nationalen Kommission für Minderheiten der indischen Regierung, Professor Hemanta Kumar und dem Maharaja von Mysore, gewürdigt. Jigme Tsultim, CRO Südzone, begleitete den ehrenwerten Pema Khandu während seines 2-tägigen Besuchs in Südindien. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.